Guten Abend bei Dickrich TV. Heute mal ein Rest im Park Municipal, wo die letzte Woche das Conservatoire du Nord für gute Stimmung gesorgt hat, schönen Pop-Rock-Fest. Ob das kommen wir nach am Laufe der Emission zu schwätzen. Für dich aber mal geht es nichts aus dem Gemeinderat zu berichten. Nach der Wahl vom 11. Juni war sehr klar, dass es noch 12 Jahre absolut Majorität der LASAP zu einem Wirsel kam. CSV und DP waren sich eins gehen, eine Koalition zusammen anzugehen. Aber genau einen Monat nach den Wahlen, du gehst auch schon den neuen Chefrat veredigt. 11. Juli moes frei halber 10 am Innenminister an der Beaumontsgas an der Stadt hu sech d'Schafferät vun 11 Gemengen erfand, fir hireieren Eet fir der ministerisch aufzulehen. Dofir kreen sie fir d'échte Mal die neidege Instruktionen vom Inspektor fir d'Kommunikation Erik Ewald, wen sech rechte Stellen, lachen a schreiwe soll. An da kennt den Minister Steiner Bufferding mecht normal den Appeldach, wann et nëmme méiglech ass zu fusionieren, sech fir méi Gleichheit anzusetzen, sowie auch vun der Gelegenheit zu profitieren, Hochzeiten op originelle Plätzen aufzuhalen. Und dann geht es endlich los. Für die Neue aus dem Dickrischer Chefrat geht es noch ratzfatz. Dickrich steht uns zweiter Platz, aber natürlich machen sie alles richtig oder behalten. Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure. Das ist natürlich auch nicht so einfach, sich zurechtzufinden an denen neuen Ämter. Dafür wollen sie Blumen losen. Der Charles Weiler hat auch Zeit, hin aus der Reihe von den wenigen Jungen am Saal. Dat guck mal ich mengen awer dat en ganz Reihe Junker och gewählt gesinn, sie wird als Conseiller awer als Chefen a Bojameester, dat se ganz positiv zeechen. Wéi Wandlo werd blosen Schmengel immer mal op Gemenglo, Di eich Zeit werd ma Lummel an Dossier raschaffen, an dann werd ma Gaski fir dat Bech fir Dickrich fir als Gemeng ze machen. Auch de José López González als Frau no bald 10 Jahre Opposition endlich an den Ansatz zu kommen. 2015 war hier no geregelt, endlich die Firma mischen, wie auch hier hält sich nach Rechter bedeckt. Ich meine, wenn den 10 Jahre lang Oppositionspolitik gemacht hat und dann Chance kriegt, selber etwas zu machen, dann freut ihn das schon. Also ich freue mich auf jeden Fall ziemlich viel. Ich glaube, ein bisschen mehr zu wie vier drin. Was wird der Priorität sein? Ich weiß noch nicht, wir haben die Ressorts noch nicht verdelt. De Chefe Paul Bonat warnt sogar fir rund zuviel Euphorie. Lo mis den mal gucke, wat de Budget hier gëtt fir d'Projekt vum Koalitionsaufkommes können umzusetzen. Wen soen hat schließlich auch d'Responsabilitéit. Hier muss et wissen, war hin doch schon mal von 2005 bis 2011 am selvechten Amt. Minister hat gesagt, wir sollen uns freuen. Also das ist nicht hauptsächlich ein Gefühl von Frieden, mir ist das ein Gefühl von Respekt. Respekt für die Aufgabe, die könnt, Respekt auch für die Verantwortung vis-à-vis vom Bürger, vis-à-vis von all den Decisionen, die man müssen holen, aber auch am Respekt von der Zukunft. Weil wir müssen Zukunft ja gestalten, nicht nur für Dickrich, sondern auch für die Nordstadt, weil das ist extrem wichtig ist. Und das ist am Anfang das Gefühl, was bei mir im Moment überleitet. Ne? Also sollten Sie mal nicht mehr weiter wissen, da steht auch nach dem Innenminister zur Seite, der sich als Steib von allen Gemengen gesagt. Das war der Minister wichtig, mit auf den Weg zu gehen bei der Verteidigung, dass sie all, egal was für eine Partei, an alle Fragen können, auf ihre Minister zurückgreifen. Weil den Anterior ist ja, wie man so ein starker Partner an der Seite von den Gemengen. Und da sollen sie einfach wissen, wann sie es brauchen, dass wir da sind, wir sind gerne bereit, die Gemengen zu begleiten, zu beraten. Als dir steht hier immer auf und dafür ist es noch eine gute Gelegenheit, hier und dann eigentlich ganz klar zu erstreichen. Für haut aber mal sind nicht Sorgen und Frohen mit Fried, der am Vordergrund steht. Zu hoffen, dass sie ihr Steckdokument weiterholen können, von Nursten werden bis mir kurz und dich mir lang gehen. Knapp hatte Charles Weiler Zepter von der Gemeng an der Hand, hat den Schlüssel aber schon es müssen aufgehen. Und zwar unter Mi du Vieux die Kirche. Die regieren ja all Sommer immer nächst 5 Tage lang an der Altstadt von Dickrich. Paus war zwar noch kein für den Charles Weiler. An all Dickrich aber hat ihn auf alle Fall die letzte nicht zu so gehabt. Mit der feierlichen Schlüsselüberreichung am Freitagabend im Buttermarkt geht all Dickrich
ja so richtig lanciert. Eigentlich geht es aber schon Donnerstag Schluss mit der Inauguration von der Palette Sommerexpo am Kulturhaus. Ob schon es sich hier um eine heroische Veranstaltung handelt, war auch die gut besicht. Auch der diskreten Teil von Aldekrich interessiert viel Leute. Nicht zuletzt doch, wenn es der große Variation und Wirker, die der lokale Kunstverein zu bieten hat. Aldekrich fängt eben Donnerstag an und da fanden dann 2 Manifestationen statt, die ein bisschen den kulturellen Charakter von Aldekrich, den Aldekrich ja holt. Und ich will das nicht vermissen bei Aldekrich. Also du kannst nicht Aldekrich feiern oder organisieren ohne kulturelle Evenementer wie ein Konzert d'Ouverture und eine Exposition d'Ouverture. Das muss sein, das ist must. Und ich fand, das geht absolut nicht inner an dem Kontext. Und das ist wirklich von den Elementen, die zu Aldekrich gehören. De Konzert d'Ouverture vom CM Nord fand direkt nach der Inauguration statt an der Rallerkirche neben der Galerie. Und auch diese Manifestation hat immer nächste Klientel. Mehr volkstümlich geht es durch den Tag von die Brautpaare am Cortège mit allen Autos vom LCD bis an das Stadtzentrum fuhren. Ein Spektakel, den sich ruhig einmal angucken. Auch von Noderschlussliverechung Deschlang umsteck an der Rallerkirche op die unterschiedlichsten Maniere gefeiert wird. Gerade das mischt der Succès von Aldekrich aus. Das ist nicht nur das längste Fest vom Land, sondern auch das, was am meisten Diversität bietet. Ein richtiges Highlight ist doch schwer festzumachen. Ein Highlight ist immer Sonntagsmittags die Kirmeskast. Das ist auch Tradition, wo aber 300 Leute gemütlich zusammen besessen, an Patschen trinken, feiern. Und dann natürlich, was nach ein Highlight für verschiedene Leute, für andere nicht, das ist natürlich Kontramidoren, Mendes. Mit Dunst ist also immer der Finish, wo aber bald die meisten Leute kommen, immer für den Stamine, für die Krischer Leute an Betriebe. Und dann ist das Mädchen so voll, dass ich bald nicht mehr noch 4 oder nicht mehr noch Hand kennt. Das ist aber so gut organisiert, dass er jeden auch wo patchen können. Ob Oldtimer Cortège, Kirmeskast, Konzerte, Kontramit oder Stamine Dünstech, bei Aldekrich ist eben für jeden etwas dabei. Ein grosser Moment am Manifestationskalender von Dekrich ist aber auch immer nächste National Feierdach mit seinen vielen schönen Traditionen, wie zum Beispiel dem Fackelzug um Vierowend oder dem Umzug vom Bottermarkt auf Kloster den Dach selber, und natürlich auch der Militärparade auf der Kloster, ein paar Tage vor dem eigentlichen Feierdach. Bis an 50er Jahren ran war Dekrich so etwas wie Ascot, wo wohl prestigiös, aber auch Männer prestigiös Pferdskursen aufgehalten wurden. 1895 war das Echtrennen bei der heutigen Altschwab. An der Geschichte von der Pferdstadt Dekrich gibt es noch zwar viel Obernof, trotzdem, oder gerade du weinst, also der Wert, das an einem Buch festzuhalten.
Mit Juni war dat Neidbuch Pferdstadt Dickrich die Geschichte der Pferderennen in Dickkirch am Autosmusee dem Freire Garage Wagner offiziell firstalt gin. Mat dabei engem Original Sulki, den an der Zeit am Garage hergestalt gi war. Geschicht vun de Pferdskursen zu Dickrich war ein ganz turbulent. De Lokalhistoriker Ernst Breusker, den Publikationun geschrieben huet, hat noch genug zu verzielen, ugefang mat der alleréischter Kurs Lorenzfuß, den 8. September 1995 am Kader vom 50. Anniversär vom Großherzoglichen Ackerbauverein aufgehalten gouf, an iwwergens die echt am Land war. War ein Kurs, die war vorbehalten Pferden kalten Schlages. Das heißt Bauerpferd, und waren Purkurse vorgesehen, eng für zu reiten, aber alles Otro, also Trabrennen, an die anderen mit Feenhandeln, mit zweirädrigen und mit vierrädrigen Karren. Es kommen paar tausend Leute in der Optikrecht, das gucken an der Presse werden Ego immens, und du hast gesagt, das muss man aber nach Pummel machen. Als spontan, als dann heute zu Dickrich in eine Gesellschaft gegründet ging für Pferdezucht. Und die haben gesagt, wir müssen für das von der Lützeburger Pferde verbessern, brauchen wir Kursen. Emol zu Boneweg an emol zu Dickrich sollten die Kursen aufgehalten gehen. Allerdings goufen dann nimmen zu Boneweg durchgeführt, sodass du nemol Paus zu Dickrich war. 1911 allerdings hat der Geschäftsverband alles dran gesagt, für die Pferdskursen Lorenzfuß zu Dickrich so richtig ableben zu lassen, als touristische Attraktion, aber auch für den Standort Dickrich zu valorisieren. 1919 kommt etwas ganz Neues dabei, nämlich Wetten. Ich kann in der Pferd wetten, und du kommst natürlich auch eine andere Kategorie von Leuten. Bei Pferdsrennen nicht nur die Pferd gerne gesehen, sondern auch die gerne gewettet haben. Kommen noch eine andere Sorte Pferd. Das heißt, kommen ausländische Pferd, wie schon mit Hyäner, die also auch Halbblutpferde, Vollblutpferd, die dann auch von professionellen Jockeyen geredet goufen. Donodo goufen Zeiten von den Kursen noch mit Dachs gewieselt, gerade wie auch die Ausrichtung. Eine Zeit lang goufen doch just Pferds Expoen. Num Krieg allerdings du kommen die richtig opwendig Kursen durch die Stadt selber, weil demals nach Schiene vom Bennilochen goufen das mat gut zugepasst, an du mussen 400 Tonnen Sander krasi getippt gehen, für das Pferd nicht gefen henke bleiben. Dabei goufen Tribünen op der Kloster abgerichtet. Et war also eine richtig Logistik an den Dronedisch. Dafür aber sind das Rennen bis haut an der Memoir henke blieben. Ob der Kloster müssen eine große Tribüne gebaut gehen für die Wippen, an eine Tribüne für die Presse. Also es war wirklich viel Arbeit, aber es hat sich auch gelohnt, weil die zweimal, Erderfeld und Längerfeld, waren hier allkeers rund 15.000 Leute zu Dickrich. Wenn lo 40 Ginners fir méi gewur ze ginn, déi kann die ganz Geschicht vun de Pferdsrennen an Dickrich an der naier Gemengepublikaoun nolesen, ze kafen Kreditbuch am CNVH, dem Geschichtsmusee, dem Syndikat d'Initiativ an der Librairie Zimmer zu Dickrich, wéi och an der Librairie Ernster zu Ettelbreck. Für die Präsentation von der flotter Publikation hat übrigens müssen am Autosmusee Wohn von der neuen MG-Expo für einen Tag lang dem alle Sulgi Platz machen. Von hier aus dürfen der SBL und auch dem MG-Club Lützeburg einen großen Merci. Aber das war, wie gesagt, nicht mehr für einen Tag. Eine Losausstellung ist komplett, und das sollen sich dann noch ruhig einmal angucken gehen. Die neue Expo aus dem CNVH huet tatsächlich ans Ech sind auch all die wichtigen Modelle aus der 100-jähriger Geschichte von MG vertruden. Für allem die Radstecker vu ganzem Umfang. Und das war gar nicht so einfach für den MG-Club Lützeburg, den er für ganz große Überzeugungsarbeit bei seinen Membern gelegt hat. Die wirklich spannenden Autos oder die wirklich wertvollen Autos, noch das sind am Anfang die zwei, die auf dieser Seite stehen, zum Beispiel den K-Typ oder auch den D-Type, den dafür steht, weil da eben noch nicht so viel gehen. Schon mal länger heute zu Lützeburg gibt es nicht so viel. Aber wir sind eben noch froh, dass wir sie für die Musik konnte kreieren, für die Ouvertüre von unserer Ausstellung.
Bei 280 Membern aber sich schließlich viel Flottmodeller zu Summe kommen. An die Proprietären, die iwwer de Summer unbedingt mit ihren Oldtimer fuhren wollen, stellen ihr Auto dann recht am September zur Verfügung, wofür dann noch nachmal eine neue Vernissage geplant ist. Zurück aber mal zum Ursprung von MG. 1923 wird die Marke von Cecil Kimber als Morris Garage zu Oxford gegründet gehen. Der nächste richtige MG, wo allerdings als recht 1924 rauskommt, dafür wird der Geburtstag auch über 2 Jahre gefeiert, wird perfekt an das Neidkonzept vom Autosmuseum rapasst, erstrecken sich Decksbohen der Welt von Mai bis den April das Jahr drauf. Ja, am Anfang hatten wir ein bisschen eine andere Ausstellung zu dem Ding. Wir haben gemeint, wir sollen thematische Ausstellungen als 6 Monate machen. Und aber du fandest, dass das ein bisschen schon von unserer Seite aus stressig wäre. Für die Ausstellung wäre knapp angefangen, die nächste müssen organisieren. Aber so ist das ein bisschen mehr einfach mit Jahresausstellungen und Schmengen. Wir sind aber auf einem guten Weg, dass wir auch von Touristen hier dann, für Touristen alle Jahre eine neue Ausstellung bieten. Wenn wir mit der 6 Monate-Ausstellung fuhren, dann ist ja, die enge Ausstellung als River und die anderen dann nicht gefangen, dem nur weh, dass wir am Planning wären. So ist der Timing schon viel besser. De Luc Heipes, den Well fir d' Visitgidée vum Musée zoustänneg ass, weist schon lo begeert vun der Mark MG, déi vun Ufang gun noch am Motorsport agesat gouf an op de Bau vu klenge Sportween speziaiséiert war. Für den Andy Staff vom MG Kaklo Plötzeburg geht neicht iwwer den Hobby MG. Auch falle den Oldtimer raus, bei dem nach Ball Altstecker zu kree sinn, an den dummert Manner daier gëtt wie bei anderen Oldtimeren. Besonders Cabrioen und himme dugedoen. Faszination vom MG as Fong, dass er den Hobby hast, wo en relativ schnell an der Gleichgesinnten ass. Bei mir am Anfang so gefangen, ich wollte mit Ugangs 20 wollte ich Motorradführerschein machen. Ich habe mich schon nur gemeldet, wollte schon an Prüfung gehen, und dann hat mich mein Kollege Tim mich mitgeholt, ob ein Rallye, ob Thailand Games Demos zu Waldbreitbach, und wir sind mit einem MGB Cabrio gefahren. An dem Moment, wo ich an dem Auto sitze und wir gefahren sind, du wolltest dich da immer verkauft. Ich wollte noch schon kein Motorradführerschein mehr machen. Will doch dir an der MG-Welt andauern, da melde ich ruhig einmal anfangen, wie sieht die Idee am Musee, für die sollen zwischen 45 Minuten an einer Stunde errechnen. Darüber hinaus sind auch ein paar Events unter dem Expo geplant, wie zum Beispiel ein World Café, wo Experten an der Materie zum Thema Oldtimer diskutieren. CNVH SBL setzt eben alles dran, für hier Passion Oldtimer so weit wie möglich weiterzugehen. Damit La Pêche se ganz alle Verein. 1936 gouf d'Vereinigung gegrünnt. Das ist doch haut noch immer ein ganz aktive Verein. Einmal am Jahr organisieren sie den Salon de la Pêche an der Alseerei an einmal am Jahr gehen sie mit den Leuten raus für eine grosse Putzaktion Landstsauer. Beide Aktivitäten sehen noch immer nicht viel Leute tun. Just das man Fischen auf der Sauer, das erweist sich well an der Zwischenzeit als immer mehr kompliziert. Et ass méi schwéier ginn Jongkleit zum Fëschen ze bringen, Moies fré Opstunner lang Wade bis se ubeist ass well net mi ugesot. Duf jawer van den Well ëmmer méi Fragefallen Fëschen. Ich sehe auch bei den Damen, dass einfach gewisse Bastanden drin, wenn wir beim Wasser sitzen. Also du willst aber einen besser sein wie den anderen. Auch bei den Damen ist das so. Ruhig an der Natur sitzen und dabei aufschalten, als es Wetter noch so Fische fasziniert. Und dann natürlich auch mal Fisch fangen. Dafür kann ein Hautes das schon richtig steuert Geschirr kaufen. Das Wichtigste aber beim Fischen, das ist Geduld. Du musst Geschirr kaufen, du musst halt nicht Geschirr holen von 5.000 €. Du kriegst auch von 100 €. Du musst Motoren da machen, du musst Kreperschen, du musst da Hunde, das mal alles weisen, wie das geht. Und dann ist es Training, probieren. Heute mache ich etwas gut, das ist nicht gut, das ist überall ähnlich. Zu dickrig aber du gëtt de Well immer méi schwéier bis ze fenken. Hei op der Sauer kann e bald just nach Gondele kreen. Ob schon all Jo tonne Fisch ausgesat ginn, scheinen déise regelrechter Luft op ze lesen, fährt besonders die Aalfischer natierlech foxt. Also krit d'Impressioun, ich meine, ich fische lo 6 Jahre.
An der Schul am Ufang wiech 13 14 Jore alt waren scheiden den nächste Konkurs mat gefecht man dickesche Club, du waren der Sauerkäfech Sauer waren dodecht was. An du de Bemol wie klären Lämol op der Bläesbreket funktioniert, huet sauer sech Lös an Löser krit. Bemmer waren noch fëcht. Allo ass die Pont descendant do vu d'Fëch verschwannen. Wo ken dech och méi mecht fir ze kuppel ass man so war das duet. Wir setzen zwar immer Fëch aus hei mit de Gesit mé all de agesat Rodan an vun aller Hand Sorte se man Fëch an, dat die vum Staat agesat. Du si wat man nach just denken, dat das begrundlen. Du fängst nach heit le Roda der 2 Tonnen agesat, da fängst heit lehnt an der lo Bemol as neich mit do. Den Hicht gesäist allo wie den August September die kleng Fëchel Wut so groß. Da se Pitel do wo Schwez voll ass Wall nach Mrmmers gesäist chemi. Dan hunn sech mé all opgeleest gesäis chemi. De René Quintus gesäit allgemeng dann noch keng Zukunft méi fir d'Fëscherei. Fëschen on nie Fëch fir Vitanis bilden on nie Ball einfach net interessant. Dan noch filmest du géint, kann dat net aus der Bun geheien. Fëschen dat wat do ass van der Grundle sinn de Grundelen. Fëch natier joch lewer Bawer oder so seppes dat mech bisse mi Spaß méi. Mu sinn dat Fëche wat do ass. Das eben so. Können man net anderen. Mal gucken, wie es Viro geht. Für der Mittler Pest misst für unzufänken unbedingt nicht eine Schonzeit für die Fischer gefordert gehen, so wie das für die Grenzgewässer der Fall ist, wo zwischen Februar und Juni gar nicht tief gefischt gehen. Mit dieser Decision leitet nicht an ihren Hand. De vierlechten Weekend fand noch nees die beleefte Nordstadt Beach Days vum Chef Volleyball. Mir wäre firrecht beim Corporate Tournoi mechten Dach vorbei, wo sech Kleider aus de Betrieber gen ne Moose können. An de sportlichen Afterwork kon decke ja auch nach op engem fuschneien Terrain stattfannen. Nordstadt Beach Days sind seit der lange Jahre schon der Garant für Spieler Spaß. Und noch Überraschungen. Über die Jahre geguckt, goufen Heiermanes neue Formulen ausprobiert. Völkerball, Nutzvolleyball, Corporate. Der meiste Succès aber hat bisweilen der Corporate Event um Freitagabend, wo Firmen hier Leute ob eine labberen Afterwork a cooler Plagenatmosphäre invitieren können. Wir wechseln all immer so ein bisschen mit der Corporate Beach. Ma wirklich gut erfolle Leiit kommen noch gerne immer imrä, dat gut zechen, wir sind auch froh darüber, dass man die nämlich die Kippe Joer für Joer im Hai gesinn. Allgemeng es gibt Leitmensche im Moment, wo kommen nur der Räbecht hin an das Ball Vakanzenzeit, dat so ein bisschen so einen echten Flavor vun der Vakanz, die da von der Dir steht. Für Almawer förderen so Afterworken eng gut Ambiance an de Betrieber, wofir die Meesch die Emulmat machen, immer nes ger zurückkommen. Schon. Also da sind Heimat Leute zu summen, die net alldach gesäit, weil man schon ein große Betrieb sind, wo aber 550 Leute schaffen. An Bürose verdeelt an so gesäit den Omolenker den een oder den anderen den net gesäit an kann den Omolenker iwwer aus beruflech Sachen schwätzen. Also wir machen viel mal so Sachen mat natürlich viel Fußball, weil mir natürlich viel Herren, die sind natürlich mit Fußballs begeistert. Ja, also absolut. Also sie ganz dafür an so Sachen mat zu machen für schmengen Dach. Das ist ein guter Entente nicht, absolut. Bald bitte Spalle voll weil das nur bei an plus das gut wieder. Also für dann Beach zu spielen hört die nicht so oft möglich geht. Schmengen das dann ein Flot gelesen wird, für das Lenker auszuprobieren. Allerdings können sie auch noch auf einem besseren Terrain spielen. Den hat Gemeinde das Jahr komplett neu gemacht. Die Familien wurde dort ziemlich kahl gelost. Das Neidexperiment vom Chef Volleyball für 2023 eure Family Day anzuführen, hat kein Succès. Der Club aber will unter Idee festhalten und das nächstes Jahr noch einmal probieren, für ältere Kanner zusammen auf den Terrain zu kreieren. Egal wie, Beachvolleyball hat dazu beigetragen, dass Volleyball mit den Jahren immer mehr attraktiv ging. Volleyball war ja ganz lange ein Randsport, die nicht so bekannt war. Gerade der Beachvolleyball hat den Volleyball mehr bekannt gemacht, auch den Hallenvolleyball.
Wir hatten vier und allem no der COVID-Zeit hatte mir extrem viel Zulauf. Mir 40 neue Lizenze gemäht gehabt für juristischer Wert für Reis Fillers. Auch beim Corporate Event Freitagabend ass de Suse garantiert, no de Matscher ass Hai nach langem Schluss mé gëtt bis an nuch daran ze summen gefeiert. Hei am Park vun der Gemeng war die Vierlächt woch eng richtig cool Stimmung opkommen. Van den Departement Modern vum Conservatoire du Nord op se Pop-Rockfest invitéiert, da flein hei so richtig fetzen. Heinermoll direktblick. Pop-Rockfest am Park bei der Gemenger soll Jora beneits ein Highlight am Kalender vom CM Nord. Den Heichpunkt am Jahr vom Departement de Musik modern. Aber auch dem Moment, wo schon jederin bis nach Vakanzenstimmung ist, den dickerischer CM Nord-Direktor vertritt das Konservatoire natürlich bei allen wichtigen Manifestationen. Ob Pop-Rockfest allerdings könnt ihr dafür besonders gern. Eben noch, weil die Atmosphäre immer so schön ist, weil ihr noch Gelegenheit hat für Vereine zu treffen, die Musik, die Nordstadtjugend, und natürlich auch an einer entspannten Atmosphäre mit den Enseignants, mit den Schülern zu sein. Die Idee für das Flotmanifestation decken von Christian Heumann, der schon 23 Jahre am Konservatoire enseigniert. Von der Wohnung wird hier bei dem schönen Gemengepark ein Kultmusikfest gesehen. Du weißt, ich komme nicht von heuer, ich bin schon in einer Stadt abgewusst. Und da, ich meine, das muss aber, weißt du, so ein plotten Platz heute zum Dickerischer Park. Und du weißt, war die Idee relativ sehr da, just hat ein bisschen Zeit gedauert, das dann zu realisieren noch ein. 2010 hatte Christian Pop-Rockfest an Liewe gerufen. Zter hier schaffen Schüler für dich just aus Singen und du aus alle Komboklassen 6 Monate am Jahr rund um Projekt. Können dann am Juli die Flot-Experienz machen, für Open Air zu spielen und dabei auch nach dem Park ein ganz besonderes Flair zu vermitteln. Auch an die erste Beteiligung Herders können sie hier immens viel machen. Stressig, das war viel Stress. Mit Dono auch gut. Ja. Das ist so stressig da drin. Das ist ja eine coole Geschichte. Ja, das ist ganz cool. Aber das ist auch das stressig, weil dann muss alles lernen und für so viele Leute spielen. Das ist dann natürlich auch Stress. Ja. Ich schon Gitarre wirklich. Ich fand das sehr cool, das Spielen. Und auf der Bühne zu spielen, das ist noch keine andere Sache auch. Ja, weil du hast mehr Straße, also ja. Das schon, aber die erste Kehr war schon relativ hart, für auf die Bühne zu klammen. Ja, wirklich, ja. Wie, kannst du dich noch erinnern, wie es du gefühlt hast? Ich war dick, Crispé, dann dick gestresst und ich wusste nicht, was zu machen. Und war aber gang? Ja. Einfach zusammen Musik spielen, zusammen lehren und dann natürlich die Leute einen Frieden machen. Das ist immer im Flot. Bringt einfach ein bisschen Erfahrung auf der Bühne zu singen, mit anderen Leuten und dann noch, wie jemand mit dem Publikum umgeht und so. Das ist immer flott, ein bisschen Erfahrung so zu sammeln. Eng professionell Karriere streben die jungen Musiker und Musikerinnen nicht unbedingt tun. Sie haben einfach Spaß und musizieren. Und die Eltern, die gucken kommen, sind froh über das, was hier noch kommen, durch so wunderbares Produzieren. Die Ambition, für professionelle Musiker zu gehen, die geht sowieso nicht bei so Event einstehen, so der Christian Heumann, den auf Chancen aus einer Familie von Ingenieuren kennt, schon als Kant Playmobil-Musikinstrumenter gebastelt hat. Oh, ich gebe so nach. Haut auf diesem Evenement haut lo nicht unbedingt, sondern das geschieht viel darum, dass ich da so Konzern wie Haut, dass sie das bestärkt, vielleicht das zu machen. Aber das ist nicht den Hauptding. Das wird viel den an sich. Wenn in Musikerwelt gehen, dann brauchen die Fonds nicht so ein Konzert. Das ist mit Dave dran. So als Pop-Rockfest kein Künstlerschmatz, mehr für allem de Bonbon nur 6 Monate intensivem Schaffen. Und der Luxus darf nur man vom Jahr gute Moment zu erleben, und auch denen, die nur gucken, eine Flotzeit zu gehen.
An op de go kom, de kën ich Rendevous jo schon mal am Kalender vum nächst Jahr androen. Wat die nächst Zeit sos nach alles zu dicke schläft, dat verrot Lo am Agenda. Ech so nicht aber schon mal Adi am August Dickrich TV we gewinnt Paus, dat hecht mir gesinn als dann am September rechtem. Bis du in wünschen ich eng ganz schön Vakanz, wat et gut erhol Dich gut. Bis dann. Den 21. Juli gët zu de krchte 35. Forum International pour Flûte et Piano lancéiert, eng musikalsch Summerchoul, déi de Lützeburger Flütist Carlo Jans ende nach 2 Joren an Liewe grof huet, a fir déi eng gut Vorlagen Musik aus der ganzer Welt op Dickrech Reesen, déi se Schreiwele weiterbilden. Ufang mëcht wéi gewinnt meeschten Dach de Profekonzer an Draller Kirch, woch nees so bekannte Musiker wéi de Pianist Daniel Blumenthal optrede werden. De Weekend vum 22. Juli ass dann noch em Summerbraderie an de Geschäfter zu Dickrech gesot, wo en es ka gut Affäre machen, wo worem fir Animationun op der Place Publik gesuercht ass, gené de richchten Zeitpunkt also fir eng Shoppingtour duch d'Geschäfter vun der Staat ze machen. De Rendevous fir alt Kanners den 22. Juli wann am Park bei der Gemengerem de Flotte Kids Day vum Syndikat Initiativu gesot ass. Moie Sumelef geht et lass mat Bastelatelier, Bungee, Trampolin, Eselspiel an andere Flottenanimationen. Immer gut besicht sinn awoch die sëllegen Atelien zu summe mat de Vereiner, wo Kanner Musiksinstrumente probieren dürfen oder zum Beispiel sech am Sport teste können. Endes Mous dann ass och nees Zeit fir Summerkirmes op der Kloster, Laurentiuskirmes dauert Decker vom 28. Juli bis den 13. August. Net zu vergessen awoch die Krich Plasch, wo sech grosser klein bis weit an den August ranneese bessen am Wasser oder mat enger guter Glas ofkile kënnen. Ganz neiers Deckkeier or e cool Krokodilsprangschlass. Obers vun 2 Uhr no Mëttes bis owes Rad an der Woch, an Sondes bis 6. Für die bis mich sportlichen Erwesi gëtt den 13. August doch nach die traditionelle Velostour op de Champi Schmidsfront zu summe am Lions Club Eisleg am Dickrescher Velosclub invitieren. Auch die 29. Randonnée Champi Schmids feiert vun Dickrech iwwerholdagen Zreck op Dickrech. Den der Trop 14. August ass dann noch nach eng IVV-Pompieswanderung, wo 6 Eurosun gëtt fir Pompiesbau an der Industriestroß gegrillt, an 7 Auer geht et lass mat der geféierter Wanderung. Umellen kann en sech op amikal.dikirch@outlook.com. Stuck in between